So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Ist jetzt die Frage, jetzt haben wir eben ein bisschen einen älteren Speicherstand. Also da heißt älter, so ein Der paar Streik wurde beendet. Minuten. So ungefähr 8 Minuten müssen es eigentlich sein. Jetzt ist halt die Frage, was jetzt hier genau macht. Wie zum Beispiel jetzt hier, stehen die Hohepriesterin zur Rede. Mach jetzt zuerst mal, komm. Problem ist, sie kann hier gar nicht mehr zurück. Ich hätte nichts anderes von einem von Ketemas Spürhunden erwartet. Diese Angelegenheit unterliegt nicht mehr ihrem Befehl. Flugroute ist eingezeichnet. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz dahin. Wie es ursprünglich auch schon geplant war. Den kann man noch ein bisschen ausbauen. Genau. Hier sieht es, glaube ich, sowieso gut aus. Einzige Milchfarm fürs erste reicht auch. Ja klar, zu 100%, ist doch schön. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, Kommen hier wir ist... zum Ende. Nochmal drüber schauen? Wenn es Erwartet neuen unangenehm Kurs. ist, weshalb drucken Sie es dann? Einfach so. So, bringe ich den jetzt mal zu Ketema, zu mal gucken, was jetzt passiert wäre, hätten wir jetzt einen Brief von Anfang an gebracht. Ich meine, das hier ist ja noch offen. Weiß der Entzifferung Teil 3, aber vielleicht weiß ich nicht, was hier drin steht. Vielleicht ist er plötzlich happier, wenn er das direkt so liest. Ich habe keine Ahnung. Kaiser Ketema ist sowieso irgendwie ein Buch mit 20 Siegeln für mich. Er ist nicht so leicht zu Ich durchschauen. nehme an, es ist nicht so verlaufen wie erwartet. Ich hatte von Priestern mehr erwartet als eine billige Fälschung. Offensichtlich wird es Zeit, dass sie wieder in unseren Kreis aufgenommen werden und Demut lernen. Oha, und das noch ohne das hier. Also ist irgendwie tadellos zuzusehen. Warum kann man sich so seine Überreste vergangenen Ruhms? In ihrer Geschichte. Tiefer wurdelte Glauben und Liebe. Kidusi ist ein zauberhafter Ort voller Wunder, wenn auch verborgen unter einer dicken Staubschicht. Eine Wendeltreppe im Borgen Geheimnisse, die 1000 Engelsworten gleichkommen. Bergen Geheimnisse, ja. Und dennoch ist dieses Vermächtnis ein hinreichender Grund, einen solchen Betrug ungesühnt zu lassen. Das ist das, was jene lehren, die Ratsuchen zu ihnen Ihre kommen. Einwohner sind unzufrieden. Genau. Mein zuverlässiger Berater. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Einheit kann nur gelingen, wenn man die Mängel und Fehler der anderen toleriert und akzeptiert. Sie haben also selbst sie gnädig gestimmt? Erkennen die Weisheit in ihren Worten. Es erfordert mehr Mut, die Fehler anderer zu vergeben, als sie zu bestrafen. Falls das ist, was die Priester gelehrt haben, Sieht helle Köpfe magisch an. dann scheint die Weisheit dort nicht ganz verschwunden zu sein. Möge dieser Gnanderweis der Auftrag für das neue Imbeser sein, so wie ich es errichten möchte. Ich werde sie weder ausstoßen noch vom Handel abschneiden, wenn sie Buße zeigen und sich im Bese anschließen. Liefern Sie diesen Erlass nach Kidusi Anitoni, damit wir dieses Kapitel abschließen können. Ich würde die Priester ja für ihre Lügen bestrafen. Doch die Leute wenden sich an sie, um Rat zu erhalten. Auf Kurs! Nun gut, so sollen sie mit dem Reich vereint werden. Ich bete um ihretwillen, dass ihr Irren sich nicht wiederholen wird. Dem Reich. Sie sollen sich dem Reich anschließen. Dabei steht hier dem Empire. Ein kaiserlicher Erlass. Ich war davon ausgegangen, dass der Kaiser nichts mehr von uns hören möchte. Kidusi kann ohne Handel nicht überleben. Das wäre unser Todesurteil. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns dem Kaiser unterwerfen. Ich frage mich, ob es etwas geändert hätte, wenn sie Recht behalten hätten. Es macht jedoch keinen Unterschied. Unsere Einheit, unsere Zukunft ist zum Greifen nah. Sehr gut, sehr gut. Sie haben gut daran getan, die Spinnweben von Kidusi abzuwischen. Ich habe Vorbereitungen getroffen, damit die Priester von Kidusi
sich dem Rest von uns in einem Glauben anschließen können. Ach nö. Endlich! Unser Opus Magnum ist vollendet. Ich habe gleich mehrere Kopien anfertigen lassen. Eine meisterhafte Arbeit, wenn ich das so anmerken darf. Da ist es. Die gesammelten Werke meiner Heimat vereint in einer Chronik. Das Land der Löwen. Wollen wir mal blättern? Wieso nicht? Diese Chronik verkündet ein neues goldenes Zeitalter. Die Ära der Löwen. Den Triumph in Besas. Und wir? Wir sind die Architekten Höhe seines stabil. Glanzes. Ihre eigenen Poeten besingen sicher bald die Pracht von Enbesa. Ja, ich will's hoffen, ey. Ist auch streng genug gewesen. So, was eigentlich hiermit? Kann ich jetzt noch irgendwie was machen? Machen wir was anderes. Achso, stimmt, ist nochmal Sensierung Teil 3. Soweit war noch gar nicht. Und das hatten wir in der letzten Folge auch schon gemacht, deswegen. Das ist es. Das Lexikon von Propeller Jain-Besa. drehen sich. Der Schlüssel zur alten Schrift. Eine Leistung von historischen Ausmaßen. Bringen Sie es zum Gelehrten. Er wird von Neid platzen. Ja, aber seht ihr, ich kann gar nicht mehr auswählen. Holen Sie das Lexikon Jain-Besa hier ab. Und warum geht's nicht mehr? Und warum habe ich ja kein Icon mehr? Genau. Weil die ganze Quest um die Insel eigentlich bereits abgeschlossen ist. Bereit. Oder? Im Prinzip, was so passt. Die Waffenruhe wurde beendet. Luftschiff. Das heißt, ich habe es einerseits richtig gemacht, aber andererseits wohl auch irgendwie verfrüht. Ich hätte erst die Quest hier abschließen müssen. Jetzt haben wir hier wieder so eine Buggy-Quest. Das heißt, ich habe es jetzt noch ein bisschen anders gespielt, als die Entwickler es vorhergesehen hatten. Weil eben andererseits, ich frage mich halt, was denn jetzt so schwierig wäre. Ich meine, diese Quest ist ja an andere Quests gebunden. Wenn du einfach am Schluss halt sagst, okay, wenn man das und das macht, ist die Quest mit dem Ausgang, also sagen wir jetzt mal, wenn ich die Quest abschließe, ist die ganze Questreihe mit dem Ergebnis A beendet. Und wenn halt A beendet ist, dann sollen alle Quests, alle anderen Quests, die noch offen sein könnten, auch beendet sein. Was wir jetzt hier halt einfach haben, ist, dass wir nirgendwo mehr hin können hier. Was abzuholen und so, das heißt, die Quest ist einfach noch irgendwie, einfach noch da, obwohl ich gar nichts damit machen kann. Obwohl sie eigentlich bereits abgeschlossen ist. Dekama verteilt Essen. Wirklich? Ja, Schon wieder zurück? Es mangelt an Arbeitskraft. ich weiß, ich weiß. Mein Schiff, Sie glitschiger Aal. Alle waren durchaus beeindruckt von unserer Arbeit. Selbst der Archimandrit hat sie in seiner Predigt als ein Beispiel seltener Tugendhaftigkeit gepriesen. Und wozu Henk hat jetzt gerade angegriffen, dass er irgendwie meinte, von wegen, Sie sich in der Zwischenzeit ruhig den Schweiß von der Stirn. wo ist denn überhaupt gerade unterwegs? Dass er irgendwie wieder mal, dass er das Gefühl hat, ich zerstöre seine Schiffe. Oh mein Gott. Sie brauchen Zeit, um sich zu erholen. Propeller drehen sich. So. Das Item ist auch noch offen, mit dem kann ich auch nichts mehr anfangen. Immer so eine Sache, war. Eben, das ist jetzt noch offen. Das sind ja eigentlich die Hauptquesten vom KSGT. Und das sind ja die optionalen Dinger. Da kann ich nichts mehr machen. Da ist klar, waren 2 Fregatten. Aber ja, die erstmal bauen in der alten Welt. Wohl, warum eigentlich nicht? Nachher mache ich das, fangen wir mit dem an. So, gehen wir erstmal kurz zurück in die alte Welt und gucken mal, was hier so abgeht. Ich meine, was natürlich der Fall sein wird, das wissen wir. Wir müssen zu wenig Kohle, um noch einen Anteil zu kaufen. Wenn ich beide verkaufen könnte, so einen Anteil von seiner Hauptinsel hätte, aber ihr seht, wie teuer die ist. 2,8 Millionen, klar, ich hätte einen Gewinn, der ist natürlich, aber eben, muss erstmal so viel Kohle haben. So. Mehr Druck im Kessel. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, was natürlich ein Problem habe, wegen der Kohle.
Diese Schokolade. Die dürfte mittlerweile ziemlich am Arsch sein. Nö. Ist auf dem Minimum, aber es geht. Gut. Gut. Eben, hier kann ich dann... Einer der Gelehrten. Wie kann ich helfen? Das Ding geht noch nicht. Weil ich die Quest mit Kaiser Ketema abschließen muss. Das war uns bekannt. Gucke ich mal hier, was wir hier generell so mit dem Waren haben. Hibiskus-Tee ist im Sinken, das wissen wir auch warum. Eier! Wir brauchen Eier! Gewänder hingegen steigen wieder. Sehr gut. Ziegenmilch ist auch soweit Picobello. Hibiskus-Tee, ja. Ich glaube, wir haben eine Option, da unten hier mit dem Export anzufangen, war. Okay. Das heißt, ich lade hier wieder mal ein bisschen was auf. Kurs gesetzt. Und hier ist klar, hier haben wir die Zuchtbecken und alles. Ich brauche auch hierfür schon relativ viele Arbeiter. Wird eh Zeit, hier mal ein bisschen auszubauen. Ich werde auch schon mal das Podium vorzubereiten. Jetzt glaube ich rein. Von dem, was sie bereits braucht, noch zu früh ist, wa? Ja, wobei 150, das kommt relativ schnell. Ich baue es mal. So, hier werden wir sowieso nur die erste Stufe haben. Und keine Gelehrten. Was wir natürlich hier brauchen. Ist Feuerwache, Krankenhaus, alles was es braucht. Vielleicht erstmal eine Feuerwache. Polizei. Direkt neben dem Podium Polizeiwache. Warum nicht? Kann man machen. Dann bauen wir doch hier mal das Krankenhaus hin. Tja, und jetzt die Feuerwache. Da brauchen wir wieder das mit dem Wasser, ist hier so ein Thema. Das heißt, idealerweise wäre es hier, wenn wir hier eine Wasserpumpe sowieso machen würden. Weil wie ich es drehe und wende, ich brauche sowieso eine Wasserpumpe für die Feuerwache. Jetzt wäre halt die Frage, wo die Feuerwache hier platziert, damit ich irgendwie einen optimalen Effekt habe für alle. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, ich meine, hier ist so eine Option, aber... Na gut, ich glaube, fürs Erste wird es ungefähr reichen. Korrektur, fürs Erste muss es reichen. So, dann muss ich relativ schnell dahin kommen zu allen Gebäuden. So, und dann haben wir plötzlich relativ viele Arbeiter. Sehr gut, sehr gut. So, dann kann ich eigentlich hier auch ein bisschen gucken wegen dem Ausbau von allem. Zum Beispiel hier überall noch ein paar Felder haben könnten. Hier würde es dementsprechend ja auch gehen. Hier zum Beispiel irgendwie so hoch. Alles Dinge, die möglich sind, die wir machen können. So, er ist auch schon da. Neuen Kurs. Das Konto hier ist ausgebaut. Dann. Ja, wollen wir direkt noch eine erste Stufe, warum nicht? Wir fragen natürlich, ob eine einzige Ziegenfarm hierfür noch reichen wird. Und wenn ja, dann haben wir das mit den Modulen noch. Ich meine, da kann ich natürlich schon hinbauen, das ist kein Problem.
So ein Kackmodul braucht ein bisschen TIF. TIF habe ich da tatsächlich nicht. Wie sieht es denn eigentlich mit dem T4 aus generell? Aber eigentlich genug, oder? So knapp. Was ist denn hier los? Einsatzbereit. Ist das ein feindliches Schiff oder was? Oder wer hat hier seine Waren verloren? Also ich war's nicht. Nur mal so by the way. Er speichert schon wieder, sind aber erst bei 15 Minuten voran, also noch kein Problem. Hä? Kontroll plus Klicken für die direkte Überführung des Inselwarenlager. Warum heißt denn da Zielbild nicht genügend Platz? Was wir verarschen? Aha. Okay, gut, das macht schon mehr Sinn. Koordinaten gesetzt. Segel setzen. Konkurrenten haben einen Hey, was ist denn hier los? Vertrag unterzeichnet. Ich habe hier die ganzen Waren verloren. Koordinaten gesetzt. Ruder übernehmen. Ja. Creep ist es schon ein wenig. Koordinaten gesetzt. Muss man ja mal so sagen. Okay, ja, das mit den Silos, was ich hier brauche, ist eine andere Frage, ganz ehrlich. Nehmen wir mal wieder weg. Also, momentan noch mit dem Milk reicht noch. Sie haben zu wenig von den Waren, da habe ich gesagt, vielleicht mache ich es sogar komplett hier, mal gucken. Das mit dem Hibiskus-Tee, war das generell schon wieder brauche dafür? Nee, das reicht so. War da diese komische 3:2 Prinzip, war? Genau, hatte ich ja auf der Insel ja auch schon. 3 Endproduktionsstätten und 2 von denen. Habe ja generell die Frage, hat es sich überhaupt gelohnt, was ich hier gemacht habe? Die Idee selbst finde ich nicht ganz so schlecht, aber draußen ist sowieso doof, ganz ehrlich. Ich habe halt überall wieder irgendwo, was ein bisschen doof ist. Aber hier oben können wir noch gut. Mal quer ein bisschen Wasser verlegen, ist da gar kein Thema, Freunde. Was überhaupt viel bringt, ich habe keinen blassen Schimmer. Du musst den schon ein bisschen verlegen. So durch, damit er da noch ein paar Gebäude bauen kann. Und das Wasser trifft sich in der Mitte. Wonderful. Ne, komm, warte mal, was mache ich da? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Der ist auch falsch. So, generell dürfte es reichen.
Also, dann baue ich hier eben noch so ein Lagerhäuschen. Nur einfach mit rein. Gar kein Thema. Zwei Farmen, damit das Ganze funktioniert. Wenn ich die eine hier hinbaue. Komme ich hier oben relativ weit. Okay. Ah, vielleicht ein bisschen zu weit. Moment. Hier selber eigentlich auch noch ein bisschen. Da wäre noch fruchtbar. Toll. Das heißt, der kommt mal weg. Oh, ernsthaft jetzt. So. Das ist echt eine Arbeit, das hat noch kein Mensch gesehen. Dann. Kommt hier einer hin? Naja, mit dem scheiß Traktoren, aber nachher brauche ich Weizen, damit das Ganze funktioniert. Also, das wäre auch doof. Das wäre doof. Ja. Ja, auch hier kann man doch relativ weit. So, 44 und 44. Und natürlich hier oben jetzt, ja, kann ich die wieder abreißen. Fürs Erste. Kann der auch weg oder ist dann doof? Nö, passt noch. So. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Das ist trotz allem relativ lange. Klar, es sind mehrere Aufnahmesessions, aber trotzdem. Warte mal ganz kurz noch die Dinger hier hin. So. Dann haben wir noch 48 Leute vorig. Dann. Jetzt wird es ein paar weniger. Bauen wir die noch. Ja, noch neue Häuser dazu zimmern. Jo. So. Dann kann es auch langsam ins Laufen. Ja, die Gewänder habt ihr jetzt noch keine. Das kommt aber noch. Hibiskus-Tee. Das haben wir mal gemacht, obwohl ihr noch zu wenige seid, um den genießen zu können. Das wird auch ein anderes Thema werden. Jetzt kommen erst einmal hier die Zuchtbecken zum Einsatz. Das werden Hirtenarbeitskräfte. Die kommen gleich. Wir müssen erst noch einziehen. Ziegenmilch geht, glaube ich, ein bisschen zurück. Da muss ich nachher gucken. Zeitlich gesehen, oder doch geht eigentlich. Kann man sagen, geht eigentlich. Lade jetzt mal das ab. So. Dann wird es Zeit für eine neue Route, Freunde. Neue Route. Hier. Hallo? Von mir aus. So. Die beiden Inseln. Klicken, um zu laden. Was darf es sein? Mbesa darf es sein. Nee, doch. Hier einladen. Das muss ich mitnehmen. Plus. Die Zuchtkrebse doch gerne. Einfach mal hier zu entladen. Scholzer Löwe ist bereits da. Perfekt, kann direkt anfangen. Das soweit mal Schritt 1. Den anderen Schritten kommen dann nachher. So, dann kann ich mal die Quest hier oben dann abschließen. Da haben wir ein Lexikon. Da ist der in seinen Fregatten. Gut, wir haben noch die Verhandlungen offen. Auch noch. Kommt der schon wieder. Hätten wohl auch gern ein so stattliches Schiff. Nö, ich habe hier 3 unten, aber danke.
Volles Lager vom Salz. Ja, und hier natürlich mit der Hafenmeisterei und so weiter kommt. Ach ja, Hafenmeisterei. War noch irgendetwas bezüglich Stadt? Also meine natürlich Rathaus. Was ist natürlich das scheiß Rathaus so groß? Du willst schon die Straße wegzimmern, oder? Dann wird's gehen. Ja, dann reizt noch nicht. Ja, aber müsste die andere Straße noch weg, aber. Das ist halt schon ziemlich fett. Ich glaube, ob es überhaupt Sinn macht. Oder irgendwie das Rathaus vielleicht doch eher hier drüben. Komm, altes Mädchen. Ein Platz an der Sonne für uns. Und den kann man theoretisch gut hierhin positionieren. Ja, wenn wir HDler sind, ist der doch ein bisschen im Weg. Gut, dass wir... So, Rathaus. Und hier hatten wir irgendwie was gesagt von wegen Zusatzeinkommen. Und der hier, beeinflusst ungebundene Arbeitskräfte plus 15% plus Zusatzversorgung. Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Universität erhalten Variate. Gut, war hier natürlich jetzt nicht, aber schaden kann es auch nicht. Hat's wirklich was gebracht? Ja, doch, bringt was. Krass. Krasse Scheiße, Freunde. Krasse Scheiße. Gut, das mit Verhandlungen machen wir dann nächstes Mal. Wie es eigentlich hier oben weitergeht. Bin jetzt momentan noch ein bisschen ratlos. Weil das hier ist eigentlich eine andere Quest. Muss auch trotzdem auf normal vorbeigehen oder so. Kein Plan. Ja, wir haben eine Quest hier offen. Aber ich glaube, erst einmal gucken wir uns jetzt für den Rest der Folge noch das Zuchtbecken und so weiter an. Ich gucke mal, wie es hier mit der Ziegenmilch aussieht. Flusskrebs hingegen müssen jetzt rasant hochgehen. Hoffentlich. Ich hoffe natürlich auch ein bisschen auf den Hibiskus-Tee. Und ja, so in diesem Sinne. Kann ich aber wieder mal sagen, eine erfolgreiche Folge, mehrerlei Hinsicht. Wir sind jetzt hier bei den Zuchtbecken, da gucken wir hier noch ein bisschen um. Mal gucken, wie weit es geht. Ah. Ja, das ist natürlich jetzt sehr interessant. Dass nicht mal irgendwie die Treppe runter darf oder so. Es mangelt an Arbeitskraft. Ich sehe schon, ja, ich sehe schon. Das sind also jetzt Zuchtbecken. Geschichtlich gesehen oder historisch gesehen, ui, ist der schnell. Durchaus faszinierend. Freunde, ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück in den Besa, dem Land der Löwen. Bye, bye.